Ganz wichtig zu verstehen ist, dass Gott uns so fest liebt, dass er uns total den freien Willen lässt. Dass er uns nicht zwingt, ihn zu suchen, ihn einzubeziehen, unsere Fragen vom Leben, sondern er lässt uns entscheiden, wie fest wir ihn wie an unser Herz heranlassen. Und so krass ist unser Gott im Himmel, dass er sagt, ich liebe die Menschen so fest, dass sie entscheiden können, wie sie die Beziehung zu mir leben wollen. Und ich möchte uns ermutigen, das anfangen zu verstehen. Gott ist immer für uns. Egal, ob wir richtige Entscheidungen fällen, ob wir negative Sachen vielleicht zulassen in unserem Leben, uns nicht gut fühlen, manchmal vielleicht sogar Probleme mit uns selber haben. Gott probiert immer wieder uns zu bestärken. Und er ist da. Die Frage ist, drehen wir uns zu Gott und probieren wir auf ihn zuzugehen, oder drehen wir uns weg von Gott, auf ihn wegzulaufen? Und ich glaube, auf dieser Welt ist es oftmals ein Kampf, weil alles andere schreit und sagt, ich bin wie die Gott, das da wird mir füllen, dieses, jenes, eins. Aber je länger ich im Leben unterwegs bin und auch mit Gott unterwegs sein, darf ich wirklich aus tiefem Herzen heraus sagen, klar, manchmal zieht es, wollen, alles selber zu machen und sich zu erfüllen von jensten Sachen. Aber längerfristig gesehen bin ich überzeugt, schlussendlich Beziehung zu Gott ist da so ein Boden im Leben. Und ich möchte beten, dass egal wo wir uns befinden, ob wir uns zu Gott drehen, ob wir eher vielleicht ein bisschen am Weg gehen sind, dass wir richtige Entscheidungen fällen. Dass wir dürfen auch die Freiheit, die Gott uns gibt, zum Guten brauchen. Und dürfen probieren, unser Herz immer wieder zu Gott zu connecten. Jesus, ich möchte dir ganz fest danken, dass du heute Abend da bist. Dass du uns so fest liebst, dass du uns einen freien Willen hast gegeben. Einen freien Willen, uns zu dir zu bekennen oder auch probieren, das Leben selber zu leben. Jesus, ich danke dir, dass du gerade allen, die meine Stimme hören, sei es daheim auf dem Livestream oder da im Saal, dass du ein mutiges Herz schenkst. Ein Herz, das dich sucht. Das immer wieder den Mut entwickeln kann, sich zu dir zu drehen. Obwohl wir vielleicht manchmal sogar Ängste und Zweifel haben, dass du uns siehst und du da bist. Wir gerne vielleicht würden mit dir 1 zu 1 reden und dir Fragen stellen, aber gleich wie auch müssen irgendwo mit dem zu gehen kommen, dass es manchmal einfach ein Gefühl ist. Jesus, ich danke dir, dass es ein Ort kann sein, wo wir erfrischt werden, wo ein Frieden in unser Herzen kommen darf, wo wir ermutigt werden in der Gemeinschaft, im Worship, Predigt hören, im Dasein, in deinem Haus sein, dass wir ermutigt werden, uns immer wieder zu dir zu drehen. Jesus, ich danke dir, dass du das wirst belohnen, dass das irgendwo wird Früchte tragen. Dass wenn wir zurückschauen, dass wir sehen, 1 zu 1, es rentiert mit dir unterwegs sein. Du bist nicht ein Gott, der uns Befehle erteilt, sondern ein Gott, der es gut mit uns meint. Der uns möchte wie einen Rahmen geben für das Leben, dass wir unser bestes Leben leben können. Jesus, ich danke dir, müssen wir nicht heilige, perfekte Menschen sein, sondern dürfen wir zu dir kommen, wie wir sind, wie wir uns fühlen, in voller Rechtheit. Jesus, ich möchte auch dir Danke sagen, dass Männer und Frauen da sind, heute Abend eingeschaut haben, die irgendwo dich suchen aus einer Lehre raus. Sie vielleicht Mühe haben, sich selber anzunehmen, ein Ja haben zu ihrem Körper, zu ihrem Charakter, zu dem, wie sie sind. Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Frieden neues Selbstvertrauen kannst geben, neue Selbstannahme kannst schenken, sodass wir dürfen wegen dir immer mehr ein Ja zu uns selber haben. Und dadurch so inspirierende Persönlichkeiten dürfen werden. Leute, die einen Unterschied machen können, dort wo wir sind. Ich danke dir, dass du auch Gesundheit bringst, dort wo Krankheit da ist. Dass der Körper immer wieder wie in die Ordnung gebracht werden, so wie du es gedacht hast, dass wir unser bestes Leben leben. Wir müssen gehindert werden von Schmerzen, die nicht nötig sind. Und Jesus, ich möchte dir auch Danke sagen, dass du Verletzungen in Seele und im Herz, dass du die heilen kannst. Dass du der bist, der sagt, komm zu mir, ich werde die Last wegnehmen und so mit einem neuen Frieden irgendwo austauschen. Jesus, wir glauben daran, dass du uns erfrischen kannst, dass du uns vorwärts bringen kannst, dass du uns so wie eine neue Liebe, einen neuen Frieden in unser Herz hineingeben, so dass auch wir Kraft haben, irgendwo weiter zu leuchten, irgendwo weiter das Licht in die Orte herzubringen, wo wir im Moment dran sind. Jesus, dir gehört alle Ehre und wir sind da für
irgendwo zusammenzukommen in der Gemeinschaft, dir zu ehren, dir Danke zu sagen. Und auch unsere Arme auszubreiten, dass du kannst tun, was nur du kannst tun. Merci vielmals. Amen.